guten Abend. Heute mal wieder live aus dem Wohnzimmer mit Prominenz im Hintergrund. Jawohl. Und zwar, ach Gott, mache ich heute Classics von früher. Und zwar auf Hochdeutsch. Ja, das kann ich nämlich auch so ungefähr. Eieiei. Und kalt ist, deswegen brauche ich meine Decke und schön verwackelt und Achtung an alle Zuschauer, Video könnte stroboskopische Lichter erzeugen. Empfindliche Personen bitte aufpassen. Ja, so ungefähr. Also, auf Hochdeutsch. Ich lese euch halt einfach einmal 2 Classics vor von mir. Und also die eine Geschichte, die ist vom Oktober 22. Die ist entstanden, also im Oktober passiert mir jedes Jahr irgendein Mist. Ob jetzt halt Badwanne, also ein Wasserrohrbruch unter der Badwanne ist, oder ob Waschmaschine kaputt ist, wie auch immer. Das muss im Oktober in meinem langen Urlaub sein. Karma, also irgendwas habe ich angestellt. Egal, diese Geschichte stammt also vom Oktober. Da habe ich gerade, also habe ich auf meine Waschmaschine gewartet und habe eine Nachricht gekriegt vom Spediteur. Verstehe. Die Waschmaschine wird morgen zwischen 11 und 18 Uhr geliefert. Da bin ich aber sowas von zwischenerleichtert und aus dem Häuschen. Dann werde ich mal alles zwischen Küche und Wohnzimmer freiräumen und in der angegebenen Zeit zwischen Regensburg und Karlmünz warten. Jetzt mache ich mir aber erstmal zwischen Frühstück und Abendessen. Gut, dass ich erst zwischen 30 und 50 bin, sonst würde ich diesen Zeitdruck nicht aushalten. Das war die kurze Geschichte. Das war doch früher immer so beim Betthupferl, da war doch einer immer da gesessen, der hat immer kurz eine lange Geschichte erzählt. Jetzt kommt die lange Geschichte. Es war einmal ein Zwerg, der war 1,89 Meter groß. Nein, das war die kurze Geschichte vom anderen. Ist jetzt egal. Genau, das tut mir der Arm weh. Scheiß Tablet zu Schweiß. Okay, die andere Geschichte stammt vom 22. Februar 22. Also nur ein bisschen eher, nur ein bisschen älter. Das war irgendwie ein Scheißtag. Das war ein richtiger Scheißtag. Und wir hatten noch Corona zur Erklärung. Also so richtig, Corona war noch richtig präsenter als heutzutage, auch wenn es nie wieder weggeht. Ich weiß schon. Ja, also. Zweiter, Scheiße, ist das drum schwer. Das ist ein riesen Tablet, müsst ihr euch vorstellen. Das ist echt schwierig. Nächstes Mal sitzen wir den Kich. 2. Februar 22. Der Wecker klingelt. Um 5 statt um 6 Uhr. Warum auch immer, wohl zu früh gestellt. Egal, erstmal in die Küche, Radio an. Putin lässt also marschieren. Wunderbar. Optimismus für heute somit aufgebraucht. Kaffee wird helfen. Oder auch nicht, die Kaffeedose ist leer. Außerdem war schrecklicherweise das Lieblingsmüsli meiner geliebten Lieblingskinder aufgebraucht. Okay, Großer ist trotzdem irgendwann auf dem Weg zur Schule. Check soweit. Kleiner hat Modestress, weil Mama die falsche Hose zum falschen Pulli kombiniert hat. Nach Beseitigen dieser Krise ab zum Kindergarten. Ohne Corona-Test, also Eintritt verweigert. Klammer auf, wegen positiven Covid-Fall muss man diese Woche täglich testen, stand in der Kindergarten-App, die ich natürlich nicht auf Nachrichten überprüft habe. Jetzt mal umbleiben, ich brauche Mitarbeiter da, das hilft nichts. So. Also nochmal heim. Zu Hause entstand währenddessen im Wohnzimmer ein Teppich aus Pistazienschalen. Überbleibsel vom Vortag, TV-Snack, der sich nicht von selbst aufräumen wollte. Designt höchstwahrscheinlich vom geliebten Lieblingshund auf der Suche nach Fressbarem. Langsam aber sicher fängt das linke Auge leicht an zu zucken. Schnelltest vom Kleinen negativ, also zweiter Anlauf, Kindergarten. Erledigt. Auf zum Einkaufen ins Alex Center.
Am geliebten Lieblings-Lappersdorfer Kreisel Gedanken verloren, einmal falsch eingeordnet, also Ehrenrunde, begleitet vom Hubkonzert des Hintermanns. Und jetzt bin ich endlich angekommen. Im Dez. Warum weiß der Geier? Aber zumindest kann man hier auch einkaufen. Man reiche mir eine Türe, ich möchte gehen. Einer dieser Scheißtage. So. Also, ich darf sagen, mein Hochdeutsch ist zumindest verständlich. Und ich wünsche euch einen Tag mit relativ wenig Missgeschicken und wenn es doch welche gibt, lacht einfach drüber, hilft eh nix und macht das Beste draus. Gehabet euch wohl.